Zuerst ist die größte und wichtigste Wanderausstellung über den Nelson Mandela am Resistenzmuseum abgegangen. Vera Spautz, Bürgermeister von Asch, hat mit Ambassadeur von Südafrika symbolisch die Burenstraße und Nelson Mandela Straße umbenannt. Und waren aber viele Leute, die wir Aprilplatz gefunden bei den Ascher Resistenzmuseum. Der Frank Schrader, Direktor vom Museum, hat dem Jules erklärt, wie er zu dieser Ausstellung kam. Eigentlich wollten wir eine Ausstellung über den Mandela machen, wie wir die richtigen Kontakte aus Südafrika bis hatten. Und jetzt gut gimol die Ausstellung durch Paris gucken, wie ich die gesehen habe, wo sie statt werden, statt was man verbrauchen. Und durch Zufall der Chance und durch das Gemeinde auch direkt unterstützt wird, haben wir das schlussendlich fertig gebracht. Die Ausstellung da habe ich schon selber am Apartheid-Museum zu Johannesburg ein paar Mal gesehen. Und konnte man eigentlich da, wo ich sie geguckt habe, nie drehen, dass so eine Ausstellung über Best kommen. Wo dann aber unter dem Christopher Thiel, dem Direktor vom Museum, eine Wanderausstellung gemacht hat. Hat den Direktor vom Musée de la Résistance probiert, weil er sie gesehen hat, so Best zu kriegen, auch wo man darüber informiert hat, war ich absolut begeistert, dass die richtige Platz gewesen ist, auf Lützeburg zu bringen. Und es kann kein anderer Platz geben, wie heute zu Asch, das Ausstellung zu weisen. From Prisoner to President ist der Name von dieser Ausstellung über den Nelson Mandela. Er hat probiert, die wichtigsten Etappen aus dem Mandela-Leben zu retracieren. Es ist nicht von ungefähr, dass die Ausstellung gerade heute gewesen wird. Es war viel Kritik darüber, dass am Resistenzmuseum soll gemacht gehen. Was soll da dazu? Der Nelson Mandela ist für mich definitiv vielleicht der größte Resistenzler, den 20. Jahrhundert kannt wird. Nicht alle Sorten von Resistenz gemacht, von Resistenz über Education, also verkauft, ist nicht schwarz nach verkauft, an Südafrika gehen, also an Politik gegangen, nicht schon engagiert, wenn dem Mann nicht mit dem Museum zu tun hat, das geht Lützeburg gewischt, das ist klar. Mit Ziel muss ja auch nicht sein, dass man nicht mehr über Lützeburg schwätzen. Diese Ausstellung gehört dem Apartheid-Museum von Johannesburg. Den Direktor Christopher Thiel aus die erste Kehr zu Lützeburg. Well, I was impressed by the enthusiasm of the director of the museum, Frank Schrader, who approached me. But I had never been to Luxembourg before. I knew very little about Luxembourg. But his determination to bring the exhibition here made me think, well, it's worth doing. And his description to me of what this museum is and why it's here as a memorial to those who resisted the Nazis struck a chord inside of me to say, well, this is interesting because the principles that Nelson Mandela stood for were almost being reflected by this institution in Luxembourg. Es war auch heute Abend von Vera Spautz zusammen mit dem Ambassadeur von Südafrika, Burenstraße, ob man sie symbolisch an Nelson Mandela Straße umbenannt wird. Burenstraße hat ja eine lange Tradition. Die ist 1923 zuerst vom Märscher Gemengerot dezidiert gehen. Das ist aber so, haben wir von schon lange und nicht nur mehr als Politiker, aber auch ganz viele andere Leute, Escher-Leute, die auch suggeriert haben, es wäre an der Zeit, die Straße umzubenennen, weil Burenstraße nicht mehr zeitgemäß ist durch den Apartheid-System, den in Südafrika war. Der Ambassadeur von Südafrika hat dann betont, was Nelson Mandela auch hautnah für Südafrikaner bedeutet. Well, President Mandela remains a very important symbol for South Africa. He was a symbol of the struggle against apartheid, and after his release he became a symbol of freedom, a symbol of justice, a symbol of equality. And after his inauguration he became a powerful symbol of hope and a powerful symbol of forgiveness, of reconciliation. Natürlich geht an dieser Ausstellung informiert über den Nelson Mandela sein Leben und über die movementäre Zeit, die der verstorbene Präsident von Südafrika mitgemacht hat. Es wird aber auch die Relationen zwischen Südafrika und der Gemeinde verstärken. Well, the exhibition that is displayed today of Nelson Mandela marks the beginning of a very important relationship between South Africa and the municipality of Ash. We are going to build on this to ensure that there is stronger cultural cooperation between South Africa and the municipality of Ash. Das Museum hat eng unwahrscheinlich gut arbeitet. Zunter Jahren unter dem Direktor Frank Schrader hat schon unterschiedlich Themen gewesen. Ich meine, war auch an der Zeit über Trommeln, wo ein bisschen rausgebracht für eine Ausstellung war. Weist op, was auch die Aufgabe ist vom Museum, weist op, was am Zweiten Weltkrieg geschieht ist.
Wir kommen immer op Thema Resistenz, dat war doch aus Südafrika de Fall war vu ganz viele Mattkämpfer auch vom Nelson Mandela, dass wir misch einfach Ausstellung die Musik gucken. Das ist natürlich bewundernswert, dann wirklich remarkabel, dat an senger wann ich dat so in enger kleiner und enger Mittel größer Staat wie Ash so eng interessante Ausstellung gewisse gött nach Konditionen, die schwer sind, weil de Muse eben bis veralt ist, aber ich muss felicitieren zu der kreative Art der Weise, wie sie dat abricht tun an schmengende Publikum hat ganz viel davon. The message of Mandela is an international message, and that's why I think the United Nations decided to nominate his birthday to celebrate every year as an international day. So this is an international event. We're going to use this to demonstrate that indeed we can build bridges between two countries that are miles apart but are united by their common heritage. Ash being a symbol of resistance and South Africa being a symbol of hope.